Servus Bernhard, der Johann Barse ist da. Heute geht es wieder mal um einen Spargel. Wisst ihr, dass man den auch roh essen kann? Und dass der gescheit schmeckt, das sage ich euch jetzt. So, da haben wir schon unseren schönen Schrabenhauser Spargel. Hinten schreiben wir ihn großzügig ab, weil wir ja eine Suppe kochen wollen. Und dann werden wir den mit dem Schäler, also wie gesagt, geschält ist er schon, aber mit dem Schäler werden wir da solche Streifen schneiden. So, und ruckizuck ist schon passiert. Wir haben feine Streifen geschnitten und jetzt müssen wir den natürlich einmarinieren. Wir wissen, wir brauchen Salz und Zucker. Das ist ganz wichtig. Die beide sind hygroskopisch, das heißt also Wasser anziehen. Und dann kriegt dieser Spargel, da muss er ein bisschen ziehen und dann wird der schön weich. Jetzt lassen wir den ein bisschen in Ruhe und dann machen wir so ein bisschen ein italienisches Gericht draus. Also, da haben wir schöne San Marzano Tomaten und Miranda, dass es ein bisschen würzig wird, an Zwiebel und Radieserl und Radieserlkeime. Und das Highlight da drauf ist eine Burrata. Was ist jetzt eine Burrata? Das ist ein Mozzarella, in dem Fall vom Büffel, mit einem weichen Kern. Wenn man weiß, wie ein Mozzarella hergestellt wird, der wird praktisch, der Bruch wird nochmal gebrüht und dann gezogen. Und wenn man das so macht, wenn der gezogen wird, dann wird der fest. Und wenn man das so macht, dass der innen weich bleibt und ein bisschen Sahne dazu gibt, dann kriegt diese Burrata einen weichen Kern. Das innen, das ist die Stracciatella. Nicht bloß beim Italiener in der Eistruhe gibt es Stracciatella, auch beim Mozzarella bzw. bei der Burrata. So, früher waren da grüne Blätter drauf, aber das darf man anscheinend heute nicht mehr, weil dann hat man gewusst, erstens hat er einen guten Geschmack gegeben und dann hat man gewusst, wenn die Blätter welk sind, dann ist die Burrata auch nichts mehr. So, 10 Minuten muss man warten, das merkt man dann schon, wenn er weicher wird, der Spargel, dann würzt man den weiter mit dem Pfeffer. Das kann man jetzt mit Zitrone machen. Ich mag gerne einen Weißweinessig. Und natürlich unser gutes Olivenöl aus der Emilia Romagna. Dann die Zwiebel. Die Radieserlkeime und die Radieserl, wenn wir die jetzt davor rein da hätten, dann würden die genauso weich werden. Darum werden wir sie erst zum Schluss rein, wenn wir das Ganze abschmecken. Ja, das vertragt alles. So, dann in Italien isst man sowas wie die Burrata ja nur mit Olivenöl, Salz und Pfeffer. Bei uns tut man schon gerne mal ein Balsamico drüber. Aber wir machen das so. Zuerst machen wir es anders. Wir müssen zuerst die Tomaten würzen.
So. So, und die Burrata, und wenn man da sieht, innen ist die Stracciatella, die weiche. So eine Burrata hält ungefähr 20 Tage, wenn es frisch ist. Aber spätestens, wenn das Weiche da innen, wenn das säuerlich schmeckt, dann ist vorbei. So, und was natürlich dazu gehört, ein Basilikum und voilà, bitteschön. Das ist doch einmal ein schönes, frisches Sommeressen. Viel Spaß beim Nachkochen, Servus beieinander und immer gespannt bleiben, was es Neues gibt. Servus.